Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Silent Hill Pelzig. Mit F. Das F steht für vorübergehend. Nee, Quatsch, nicht vorübergehend. Mir zocke das erste Mal Silent Hill, also die erste Runde, zocke mal komplett auf Pelzig, weil das F steht für Pelzig. Und dann, zumindest habe ich das so vor, kann ich da hochgehen? Nee. Geh mal weiter und zocke das nochmal durch, weil halt viele sagen, man muss das zweimal durchspielen, um wirklich alles so zu schnallen und dann gibt es neue Sachen zu entdecken und so. Das mache ich dann auf Hochdeutsch. So, ich will jetzt aber erstmal gucken, wo bin ich dann hier überhaupt? Okay, ich bin in irgendeiner kleinen Seitenstroß und ich muss Donuf. Also die Richtung passt schon mal. Also eigentlich noch hinne und dann weiter da noch vorne. So, ne? Also da, wo ich bin, noch hinne. Boah, ich brauche so Minimap. Ja, ich weiß, das ist jetzt. Das gibt's halt bei Silent Hill nicht. Rotierende Minimap. Da bin ich doch hergekommen, oder? Irgendwo muss doch dort der Gegner sein. Da ist schon mal keiner. Ah. Also da würde ich jetzt gern, da würde ich gerne nur links noch gehen und dann du außen rum, ne? Ich weiß nicht, ob das geht. Schon, oder? Okay. Geradeaus und ganz vorne nur links. Irgendwo ist doch da Gegner. Oh Mann, wir haben halt noch keine Waffe. Du kannst nicht einfach da drüber datschen. Ist das nicht eine Grabstelle oder so? Wir haben halt noch keine Waffe und nix. Ich muss mich halt jetzt gut umgucken, dass ich irgendwie irgendwo irgendwas finde oder so. Aber im Moment sieht's halt jetzt. Ringo! Wie Rinko. Woher willst du wissen, dass das Rinko ist? Das glaube ich aber nicht, oder? Okay. Oh. Ich glaube, wir haben Ruhe gefunden. Ach so. Ich muss da nuff. Okay. Mädel, also nicht du Mädel. Du Mädel. Jetzt welche platt gemacht. Wie hau ich? Aha. R1, um einen leichten Angriff auszuführen. Was ist das für ein dummes Ding? Du verursachst zwar nicht viel Schaden, kannst aber schneller angreifen. R2, um einen schweren Angriff auszuführen. Deine Bewegungen sind langsamer, aber du verursachst weitaus mehr Schaden und hast eine höhere Chance, Feinde zu betäuben. Feinde erleiden mehr Schaden, wenn sie betäubt sind. Ach. Drücke Viereck, um einen Feind anzuvisieren. Drücke erneut 4. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Ah, die ist schon platt, hä? Guckst du, Mädchen? Oh, sorry. Aus Versehen. Oh. Na, die ist immer schnell verschwunden. Aus Versehen vom Verband verschrocken. So, jetzt. Okay. Wir haben es drauf, oder? Die haben wir ordentlich platt gemacht. Derer haben wir mal die hohe frisiert, sozusagen. So, da oben war irgendwo Rinko. Hallo? Will hier jemand was Gutes aus Milch? Schabalababa. Ja. Bestimmte feindliche Angriffe machen sie anfällig für Konter. Wenn ein Konter möglich ist, wird ein optischer Hinweis angezeigt. Wenn der Hinweis angezeigt wird, drücke R2, um einen Konter auszuführen. R2 ist ein harter Schlag, ne? Der Hinweis, der angibt, dass ein Konter möglich ist länger sichtbar, wenn du L2, man kann auch noch fokussieren. Wenn während des feindlichen Angriffs kein visueller Hinweis angezeigt wird, kann dieser Angriff nicht gekontert werden. Außerdem werden keine Hinweise angezeigt, während Hinako angreift oder ausweicht. Behalte also die Bewegung deiner Feinde im Auge. Okay, ich kann fokussieren. Komm her, gib gleich noch einen. Steh ich nicht mehr auf, gell? Gut, steht nicht mehr auf. Nee. So, das hat ja doch recht gut geklappt. Okay. Und da hinten komme ich her, gell? Ja, okay. Alles klar.
Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja, doch, das ist der Weg. Dann will ich da hochgehen, da irgendwie nuff. Das ist so mein Ziel. Mir soll ja in die Gemischtwarenlade gehen. Und da hoffe ich, dass ich mal Schuh wieder finde. Also nicht mein Schuh, sondern mein Freund, mein Partner, der Schuh. Mann, ey. So. Aber da bin ich doch vorhin aber auch gelaufen, oder? Lass mal kurz auf die Karte gucken. Also da hinten scheint es Sackgasse zu sehen. Das scheint nicht nur so, das ist so. Kann ich da jetzt draufhauen? Also, Urbala. Ja, grundsätzlich kann ich da draufhauen, ist aber eine blöde Idee. Okay, komm. Dann laufen wir mal ein bisschen schneller hier. Hopp. Werkzeugsatz. Werkzeugsatz. Ein tragbarer Werkzeugsatz mit häufig verwendeten Werkzeugen für Reparaturen im Haushalt. Stellt die Haltbarkeit der ausgerüsteten Waffen wieder her. Verwende Werkzeuge, um Waffen zu reparieren und ihre Haltbarkeit wiederherzustellen. Werkzeuge können mit unten auf dem Steuerkreuz zu deinem Gegenstand Schnelltasten hinzugefügt werden. So. Wenn die Haltbarkeit deiner Waffe erschöpft ist, der Halbmond oder der zu abnehmende Mond, was weiß ich, was heißt, das ist die Haltbarkeit von der Waffe. Geht die Waffe kaputt und verschwindet. Na, sowas. Mit Werkzeugen kann die Haltbarkeit einer Waffe wiederhergestellt werden. So. Okay, dann zeige ich mal her. Ja, ist noch gut voll. Mach ich mal jetzt Käsesäue. Was? Shu, Das ist Schuh. where are you? Ey, ich renn doch jetzt halt nicht einfach so drauf los. Einfach weil ich nämlich glaube, dass wir dann sehr viel verpassen. Und das wollen wir nicht. Ey, da bin ich doch jetzt aber ohne Scheiß, da bin ich doch vorhin abgehauen, oder? Das war, wo der Neville da war. Und da bin ich doch abgehauen, bin ich doch da. Na, das war nix, ne? Ich will wissen. Okay. Die Ausdauer geht schon sack schnell runter, weil man mit leichten Schlägen angreift. Noch eine Pilze in geworfen. Jawohl, schön den Mund abgeputzt. Ich muss mich schon noch überall umgucken. Also, wann das komische Gejodel da kommt, sind Gegner da oder was? Warte mal, du leid. Kist. Oh, Ramune! Jawohl! Moment, das gibt's schon seit 1945. Das meistverkaufte Erfrischungsgetränk der Stadt. Es ist ein prickelnder, erfrischender Trink, der dich mit einem Schluck aufweckt. Stellt eine große Menge maximalen Verstand wieder her. Kann auch als Opfergabe verwendet werden. Ja, ein weiser Mann hat mir gesagt, Ramune schmeckt, wie wenn man Zuckerwasser nimmt, ein bisschen Zucker dazu macht und dann noch Sirup, Zuckersirup drüber. Und dann hast du ungefähr Ramune. Ja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es geht in die Richtung. Also, nee, also das Normale, ich würde eher sagen, es schmeckt halt nur Ramune, ne? Jawohl, Ramune, hey. So, was ist da drin? Nix. Jawohl, da oben kann man speichern. An Hokora kannst du deinen Verstand wiederherstellen. Wenn du Psychoschaden erleidest, nimmt dein Verstand, ja, lass nur nicht länger durch. Ist nicht so, als hätte ich das... Oh, oh. Moment, da gibt's was. Rote Kapsel. Junge, jetzt wäre ich aber zugeeiert hier mit rote Kapsel. Nehmen wir mal gleich noch eine, oder? So, ich hab da eigentlich, ne, die rote Blimmischer da. Das ist noch ein Stahlrohr. Ach, guck mal, du kriegst das. Das war falsch. Okay, Ausrüstung. Waffen wechseln. Wechsle mit links, rechts die Waffe, die du gerade verwendest. Durch Angriff auf Feinde verringert sich die Haltbarkeit deiner Waffe. Sobald die Haltbarkeit deiner Waffe erschöpft ist, geht diese Waffe kaputt und du verlierst sie. Mit Werkzeugen kannst du die Haltbarkeit einer Waffe wiederhergestellt werden. Ja, das weiß ich. Omamori. Ah ja gut, was ist das? Omamori verfügen über eine Vielzahl von Fähigkeiten und du kannst so viel ausrüsten, wie du freie Plätze hast. Wenn du dich nicht im Kampf befindest, verwende die Taste, ich glaube das Select, und geh zu Ausrüstung, um Omamori auszuwählen und auszurüsten. Omamori kannst du erhalten, indem du sie an Hokora ziehst. Das haben wir intellektuell falsch gemacht. Außerdem kannst du im Laufe des Spiels besondere Omamori finden. Du kannst die Anzahl der Omamori, die du ausrüsten kannst, erhöhen, indem du an Hokora betest. So, was war dann auf Seite 1? Gegenstand. Okay, Kampf.
Sieve Seite, hey. Ausdauer, wie sind wir? Verstand. Dein Verstand hängt vom Einsatz von Fokus und Psychoangriffen von Feinden ab. Wenn du dich für einige Zeit nicht im Fokuszustand befindest, erholt sich dein Verstand auf dein aktuelles... Wenn du während der Verwendung von Fokus angegriffen wirst oder einen Fokusangriff ausführst, verringert sich dein maximaler Verstand. Also der Fokusangriff ist das, wo man dann R2 zu Trigger hat. Aber ehrlich gesagt, vorhin ist doch gar kein so Zeichen gekommen, dass ich R2 trigger soll. Ich habe einfach halt Gaming-Skills, sage ich da nur. Wenn du Psychoschaden erleidest, nimmt dein Verstand ab. Sobald du keinen Verstand mehr hast, wird stattdessen deine Gesundheit Schaden nehmen. Aha. Du kannst Gegenstände wie Ramun und göttliches Wasser verwenden oder Hokora besuchen und klarer Verstand wählen, um deinen maximalen Verstand wiederherzustellen. Wenn du Geschichte als Kampfschwierigkeit ausgewählt hast, haben wir, kannst du durch den Besuch von Hokora deine Gesundheit und deinen Verstand wiederherstellen. Ach so, Moment, an den Dingdo wird die Energie wieder vollgestellt und alles. Das ist ja praktisch. Ausweichen, perfektes Ausweichen, Ausdauer. Ja, okay, auch das weiß ich alles. Fliehen, haben wir auch schon gelesen. Aha, hier ist neu. R1 leichter Angriff, R2 schwerer Angriff. Konter. Bestimmte feindliche Angriffe machen sie anfällig für Konter. Wenn ein Konter möglich ist, wieder ein optischer Hinweis. Achso, ich dachte, du kriegst dann durch R2 angezeigt. Nee, krieg ich nicht. Du kriegst einfach nur, ne? Der Hinweis, der angibt, dass ein Konter möglich ist, ist länger sichtbar, wenn du L2 zum Kontern. Also ja, das ist das mit dem Psycho-Ding. Wenn du L2 gedrückt hast, bist du in dem Psycho-Kacke da. Und wenn du dann getroffen hast, okay, alles klar. Okay, Erkundung. Glauben, da geht's noch weiter. Haben wir noch irgendwie... Karte, ja, das ist soweit klar. Sammelgegenstände haben wir Arschen gehabt. Gegenstände überprüfen. Das ist was Neues. Gegenstände untersuchen. Wenn dich näher bestimmte Objekte befindest, kannst du diese mit X untersuchen. Ja, das haben wir letztens gemacht. Da haben wir dann einen Schlüssel gefunden. So. Moment. Jetzt erstmal Ausrüstung, ne? Okay. Haltbarkeit mittel, Haltbarkeit hoch. So, ich will die Oma. Ach, wir haben nur Ens, ne? Okay, wir haben jetzt, Moment, Wahl. Beim Benutzen eines Wiederherstellungsgegenstands wird die Aktion nicht durch normale Angriffe unterbrochen. Ach so, wenn man ein Pill futtert, dann kann der Gegner auf dich inbrischle und du kriegst aber kein Schade. Jetzt verstehe ich das. Erhöht maximale Ausdauer und vom Aufheben von Lebensmitteln wird die Gesundheit leicht wiederhergestellt. Wir haben im Moment die Wahl aktiv. Ich hätte aber gerne maximale Ausdauer. Weil Ausdauer ist das Beste, was es gibt. Ja, wir sollten durch Speicher gehen. Einfach, weil wir es kennen, ne? So, dann machen wir das, Mo. Jetzt zeigen wir her. Stimmt doch gar nicht, guck mal. Ich habe doch gar keine Energie zurückgekriegt. Ja, wollte ich nur gesagt haben. So, jetzt, wenn ich jetzt RN drück. Achso, da kann ich dann hin und her wechseln. Ah ja. Ja, okay. Ist in Ordnung, aber jetzt vorsichtig. Kann ich in Kampfposition gehen? Brauche ich nicht. Ach, das war die vorhin. Die mit den 2 Z. Boah, jetzt. Ich weiß nicht, dass das so arschsteckend ist oder so. Ich weiß nicht, das ist mal irgendwie so. Nicht schön. Also ja, aber. Ja, aber ihr wisst, was ich meine, okay? Gut. Ey, das ist die Gemischtware-Lade, oder? Was ist das Problem mit ihrer Lampe?
that owned a candy store instead of some stuffy old shrine. And here, it's all yours. As much candy as you could ever want. Sweet dreams. Sakuko. So. Aber echt. Aber sowas von Schloss ist der halt. Mir leid noch in Ruhe. Sakuko. Even if you're gone, I'll keep my promise. Was für ein Versprechen. No matter what. Okay. Bleib Laie. Echt jetzt. Ach, nur noch mehr. Das war nix. Eieiei. So. Mal so noch nett, doch. Bleib du A-Leihe. Ja, ist gut, ist gut. Ich glaube, die steht nie auf. Oh, der Nebel. Okay. Das haut die ganze Stadt. Wer ist das? Das ist nicht Shuvo, der redet Dude. Jetzt kommt jetzt da nicht, dass so der Fuchsgott zu uns redet Dude oder was? Das ist auf alle Fälle so ein komischer Fuchs rein. Also hin ist ein Tier, ne? Natürlich erstmal nach vorne hier gehen. Also vorne ist zumindest Licht. Und wo Licht ist? Achso. Okay, da steht irgendwas. Kutsu, von allen respektiert und ein Anführer des Volkes, wurde mit Pinje verheiratet. Pflaume, von allen geliebt und immer Mittelpunkt jeder Gruppe, wurde mit Bambus verheiratet. Chrysantheme, die keinen Partner hatte, verbrachte ihre Tage damit, bei Kutsu zu lernen und wurde als Weise des Ostens bekannt. Möge der Wohlstand unseres Clans ewig währen. Ihr Leid, das erinnert mich gerade extrem ans Klavierrätsel aus dem ersten Teil.
Ich hab's geliebt, das Rätsel. Das war so ein schönes Rätsel. Und vor allen Dingen, weil jeder sagt, oh, das Klavierrätsel, das war so schwer. Junge, da stand 1 zu 1, was du machen musst. Das stand genau da. Und die Leute sind gerafft. Okay, jetzt, bevor ich jetzt die Klappe zu weit freis, ne? Also, wer ist Kutsu? Moment, ich brauch... naja, da. Oh. Einmal Zettel Papier, diesmal orange. Also, Kutsu. Kutsu plus Pinie. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ein Kutsu ist, aber Pinie ist Tannebaum, wo, glaube ich, so Tannezapfen runterkommen. Pflaume ist ein Quetsch. Also Pflaume. Pflaume Mittelpunkt, das hört sich an wie Mitte. Und das eine war Anführer des Volkes. Der wird wahrscheinlich irgendwo, okay, das scheinen so 3 so Podeste zu sein, 5. Mittelpunktgruppe mit Bambus. Pflaume, Mitte, Bambus. So. Okay, Chrysantheme ist, glaube ich, Blum oder so, gell? Ich schreibe mal einfach Grüß. Die keinen Partner hatte, verbrachte ihre Tage damit, bei Kutsu zu lernen und wurde als Weise des Ostens. Also war die jetzt bei Kutsu und ist der Kutsu dann im Osten? Also rechts? Und die hat keinen Partner. Also Chrysantheme hat keinen Partner. Weise des Ostens. Möge der Wohlstand unseres Clans ewig währen. Okay, jetzt pass auf. Kutsu, Pinie, Pflaume, Bambus, Chrysantheme. Hat nix. Sind 5 Dinger. Okay, alles klar. So. Ach, guck mal da. Ja, aber... Okay, ich muss irgendwie untersuchen. Links auswähle, ja? Untersuchen. Aha. Das ist Bambus. Das ist Bambus. Das könnte Pflaume sein? Aber was ist ein Kutsu? Okay. Nee, das ist eine Blum. Das könnte Chrysantheme sein. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Chrysantheme Blum ist. So. Zurück. Komm wieder her. Untersuchen. Das ist ein Rad. Ein Rad in einem Blatt gewickelt. Ein Rad in einem Blatt. Pflaume, Mitte. Pflaume vielleicht? Kutsu, Pinie. Ist das ein Pinienblatt? Pinie ist ein Nodelbaum. Kutsu. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ein Kutsu ist. Jetzt, geh weg. Nee. Entfernen. Gut, das doch. Nein! Ich will dich doch untersuchen. Es ist das Blum. Ich gebe Depp. Jede Vogel ingewickelter. Es ist schon irgendwie eklig. Also, das ist ein Blum. Es scheint auch ein Blum zu sein. Es kann auch ein Kutsu sein. Ich weiß nicht, was ein Kutsu ist. Das ist mein Problem gerade. Und das da ist... Wolke? Was ist das? Das ist Fusch. Aber was ist das für Dinger da auf dem Papier? Pflaume, Kutsu, Pinie, Chrysantheme, Osten. Bambus. 1, 2, 3, 4, 5. Also, pass auf, machen wir es mal ganz einfach, ne? Bambus ist das einfachste, das ist Bambus, der kommt in die Mitte. Dann das Problem, dass ich nicht weiß, was das ist. Ich meine, geht's hier um den Tontopf oder um das da? Ich brauche mal kurz mein Handy. Du gucke, was Kutsu ist, weil das wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen. Kutsu hört sich irgendwie nicht gesund an. Hört sich an, wie man dich verschluckt hast oder so. Kutsu. Art der Gattung Pueraria invasiver Neophyt. Ja, dankeschön. Kutsu ist eine Pflanzenart, Hülsenfrüchte. Ja, das zeigt doch mal, wie sowas aussieht, Mann. Moment. In Ostasien, Japan, Korea. In der Schweiz heißt sie Kopu-Bohne. Und die... Ach, guck mal da.
Sieht er das? Wahrscheinlich nicht. Ach ja, weil die Schwarz rausgenommen wird. Egal. Da sind so komische 3 große Blätter drauf. Ich glaube... Nee, komm mal her. Ich glaube, jetzt zeige ich mal her, dass das da eventuell so Blätter sind kenne. Also Kutsu war mit Pinje verheiratet. Pass auf, wacht. Wann Kutsu mit Pinje verheiratet war. Und Kutsu war der Oberchef. Dann würde ich die da oben hinhucken, weil das sind definitiv 2 Stück. Ja, das sind die Chefs. Die Chefs hucken oben. So, aber was ist Pinje? So, und Moment. Pflaume. Moment, Pflaume war in der Mitte mit Bambus verheiratet. Moment, ist das da vielleicht Pflaume? Ich meine, das ist halt so Barm, ne? Also das ist eine Blume, Knospe. Ist das eine Pflaume? Ist das eine Pflaume? Ne, das sieht aber eher aus wie Knospe. Okay. Pflaume in der Mitte. Okay, ich muss noch gucken, wie ihr Chrysanthem aussieht. Pass auf, wacht. Ich glaube nur, dass das eine Blume ist. Bin mir aber nicht immer sicher. C-H-R-Y-S-A-N und dann müsste Chrysanthemen. Ah ja, sieht ihr das? So, das sind Chrysantheme. Und Chrysantheme wiederum habe ich gesehen. Nee, du kommst da zurück. Chrysantheme war das da. So Butterblumeartig. So, Chrysantheme hat Kenner gehabt. Und das war irgendwas vom Osten, hat's geheißen. Die Weise des Ostens, also wird das rechts hinkommen. Gehe ich mal stark davon aus. So, da bleiben ja eigentlich nur noch 2 übrig. Blum, also ich brauche, Moment, Kutsu glaube ich zu haben. Chrysantheme bin ich mir ziemlich sicher. Bambus A. Bleibt noch Pinje und die Pflaume muss aber in die Mitte. Also, der muss doch rüber. Ich gucke nochmal ins Tagebuch. Pflaume von allen geliebt und immer im Mittelpunkt jeder Gruppe. Wurde mit Bambus verheiratet. Also muss Pflaume in die Mitte. Und der Bambus kommt irgendwo hin. Jetzt müsste man natürlich wissen, ist das bei japanischen Hochzeitsbildern so, dass der Mann immer links und die Frau immer rechts steht oder so? Also weiß ich nicht, wer da was ist. Ist ja egal. Also Bambus habe ich jetzt links hier, Pflaume muss in die Mitte. Jetzt müssen wir wissen, was Pflaume ist. Ist das da Pflaume? Und dann bleibt nur noch Pinje. Yeah. Das könnte irgend so Barm oder so sein, aber weiß nicht. So, pass so wacht. Pflaume. Ne, Pinje war Kutsu, der machen wir nicht da oben hin. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass das so Pflaume ist. Ist ja lila, ne? Und deshalb würde ich es in die Mitte legen. Der war wohl nicht so. Ja, pass auf. Ich kann ja noch den da mit dem da vertauschen. So. Ha! Bam! Bin ich gut oder was? Alter, das ist einfach nur das Klavierrätsel gewesen. Ein bisschen schwieriger. Aber das war einfach. Das war schon richtig einfach. Drummelt der und dann geht's Licht da? Also ist das Licht Sound aktiviert? Oder geht erst das Licht an, dann drummelt einer? Ist der Drummler Licht aktiviert? Verstehst du? Ja, ist so gut. Stell schon auf. Soll hier gerade Atmosphäre entstehen. Ich hab da... Ihr wisst, wie es ist. Mann. Ja, nicht gut. Je mehr ich mich fürchte, desto dummer babbel ich. Wir lassen die große Halle, aber sowas von. Sag mal kurz her. Ja, ich gehe schon. Ist so gut. Na komm, lass mal ein bisschen schneller. Laufen. Ah, das zieht meine Energie. Es zieht mal an meinem Dummheitspsyche. An meinem Dummheitsding. Anybody! Calm yourself. It won't open! Wer redet denn da mit mir? That's enough. Give me a moment. I
I'll open it for you. Open it! Open it! Good morning. That must have been some nightmare. Ja. Nightmare? Are you injured? You must not be so reckless. You should take better care of yourself. Ist das die Pappe von der, wo man gerade von der, ich weiß nicht, wie sie heißt, die wo man halt gerade im Gemischtwarenladen da halt zurückgelassen haben quasi. Weil der war ja irgendwie so Schreien, Hinako. Parre. Hä? Ey. What's wrong? Wie? Was ist los? Wo bist denn du? This way. Achso, der hat. Boah, der hat aber krass, guck mal, der hat Blaui. Okay. Was Folge der Fuchsmaske. Hä? Moment. Achso, wir sind raus. Ich muss mich umgucken. Ja, sorry, ich weiß, du stehst da hinten mit einer geilen LED-Beleuchtung. Aber ich muss doch ein bisschen gucken, ich bin ein neugieriges, ja, das geht nicht aus. Da ist ein Gardedädel. Geht nicht weiter. Ich muss so gucken. Das geht ja nicht, ich muss so gucken. Lauter Gardedädel, okay, dann gehen wir dem halt hin und no. Ja, aber wir sind jetzt raus irgendwo, ja? Okay, das scheinbar hier, ne, Wasser. Kriege ich nasse. Oh, guck mal, das ist ein Kochelbeere. Kann man essen. Sollte man aber nicht. Giftig. Wenn ja nur, dass man sie grundsätzlich essen kann. Kann ich irgendwie die Laternen heben? Junge, ich hab ziemlich, wenn ich... Oh. Wo ist er hin? Ich hangel mich mal an den Lichter da entlang. Ist klar. Ja, eigentlich muss ich einfach nur geradeaus gehen, oder? Dum. Dum 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 dum. Dum dum. Kennt ihr noch? Wie ist das auf Deutsch? Star Fox. Super Nintendo. Ja, es gab danach was. Nintendo 64, Lilith Wars hieß es in Europa. Weil es nicht Star Fox, Star Wing heißen durfte. Ja, Ist das nicht so, dass in der japanischen Sagegedönse, dass die Füchse so Leuchtdingsbums da, als Leuchtdingsbums da rumhupse? Irgendwie? Weißt du, was ich meine, oder? Nee. Wir pappen da überall Klorolle dran. Was soll denn das? Wie sieht denn das aus? Ihr Ferkel. Oh, guck mal da hinten. Da hinten ist der Rotlichtbezirk. Jawoll. Da freue ich mich jetzt aber. Ey, jetzt mal ohne Scheiß. Der verschwindet doch, wann er sich bewegt, oder? Ich meine, ich sehe ihn, aber... Moment. Mal gucken, was das da... Ui, da kann man was gucken. Kamera bewegen, untersuchen. Ist das Muster? Irgendwo... Okay, es sind zumindest keine Schriftzeichen. Das ist gut zu wissen. Okay, in das daneben. Da steht Rabo. Okay? Rabo. Was hat da gestanden? Rabo. Da steht überall dasselbe, kann das sein? Ne, das ist was anderes. Ah, pass auf. Wir machen Memory, oder? Guck, da unten ist noch eins. So. Da steht wieder Rabo. So, jetzt pass auf. Ah, ne, es geht nicht. Also ich kann nicht eins aufgedeckt lassen und dann...
Oh, der sieht cool aus. Der sieht aus wie von Ed Hardy. Ekliger Quatsch, das Ed Hardy Kakto. Manchmal, ihr Leid, ich kann euch sagen. Ja, ne? Je nachdem, wie jung das noch sind oder sowas. Wenn euer Ältere oder ihr selber nicht viel Geld habt und ihr kennt euch nicht den neuesten Modescheiß kaufen. Ist kacke, ja, verstehe ich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, in, keine Ahnung, 10 Jahren oder sowas, wenn ihr Fotos von euch sehe oder Fotos von euren Kollegen, wo immer der heißeste Scheiß und die neueste Mode gekriegt hat und sowas. Und ihr seht dann in 10 Jahren Fotos und ihr seht, wie dumm das ausgesehen hat. Ohne Scheiß, dann sind wir so froh, dass wir kein Geld kattern, um euch so eine Scheiße zu kaufen. Ist so. Junge, was hab ich Modetrends mitgemacht und ich konnte es mir halt einfach nicht leisten. Ich meine, ich war halt Schulkind, ich hab kein Taschengeld gekriegt oder sowas. Und also wenn ich als mit meiner Mutter in die Stadt, also Dorfkind, ne, meine Mutter in die Stadt gefahren bin, Inkaufen sowas, habe ich als hier 5 Mark oder sowas gekriegt. Oder ich hab mal als eine Zeitschrift hole gedürft. Dann habe ich natürlich das offizielle PlayStation-Magazin gekauft oder so, da war nicht mehr Demo drin oder was weiß ich was, oder die Videogames habe ich gern gelesen und so, also meistens Videospielhefte oder sowas. Und sowas halt, und hab mir halt keine Klamotte gekauft, die hätte ich eh nicht kaufen können für da Geld. Also ich hoffe nicht, dass das irgendwie Rätsel gibt, sonst habe ich nämlich verloren. So, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Warte. Ja, jedenfalls habe ich dann halt keine so komisch hässliche Klamotte gehabt. So, oh, da ist es noch. Also, was mir eine Weile aufgefallen ist, guck mal, da sind 2 so Fischl, so roter Kreis mit Kranich oder so. Da ist einer, da sind 3 rote Kraniche. Da ist wieder einer. Da ist das überhaupt ein Rätsel? Ist das einfach nur die Rückseite? Junge, sag mal, hätte du gar nicht auf hier. Naja, ich hoffe, dass das nicht irgendwie ein Rätsel ist, sonst habe ich eine Weile mich ordentlich abgelost, nachdem ich jetzt so die Klappe aufgerissen habe, von welcher, oh, das Rätsel ist aber einfach, muss halt nur wissen, was eine Blume ist. Ja, okay. Okay. Hinako. Follow me. Okay. Ja. Oh, ist das Wakizashi. Oder wie die Dinger heißen. Das Katsare Katana, wo sie halt nehmen um. Ja, okay. Es sieht aber so aus, oder? So Kurzschwert halt. Heiken. Ein wunderschöner Dolch für zeremonielle Zwecke. Die Klinge wurde absichtlich stumpf gemacht, daher ist er nicht die beste Waffe. Er scheint jedoch überraschend langlebig zu sein. Warte, da gibt's noch was. Die Inari-Statue lacht. Unheimlich. Okay. Okay, also der ist so entlang geschlappt, ja. Was hat er jetzt hier? Ah, da ist er. Junge, ich behalte dich im Au. Moment, also jetzt ohne Scheiß, sobald der sich bewegt, nur ein paar Schritte sind in Ordnung und dann plötzlich ist er einfach hat er kein Umriss mehr, kein menschlicher. Also da ist einfach nur noch die Laterne quasi. Wo soll er jetzt das wieder hin? Kollege. Wait, what's this shrine? Inari-Schrein. So grobe Mutmaßung. Ja, sieht wirklich nicht so freundlich aus. I have prepared a key for you. This way. Alter, jetzt gebt doch der Schlüssel rüber und gut ist. Was ist denn jetzt mit dir? Warte. Das, was sie im Maul gehabt haben. Ah.
Ah, guck, der hat so grünes Jadekuchel oder so. Wo ist er dann jetzt wieder? Hier, der Knispel. Sag mal, was willst du dann von mir? Mal hier do einen Nachtspaziergang oder was? Dann hau doch nicht immer ab. Du leid was zu lesen. Ein Stück Papier. Mama, Papa, ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen. Ich habe es nie gut gemacht, dass ich so eine schreckliche Tochter war. Ich habe es nicht verdient, euch als Eltern zu haben. Ich schätze, ich bekomme, was ich verdiene. Nee. Nee. Ist wieder irgendwas? Das ist ein Verband, ne? Ah, sehr schön. Wie? Achso, ich bin schon voll oder was? Junge, man hat nur begrenztes Inventar. Okay, jetzt muss ich irgendwas dolosen. Ich glaube, da lasse ich Ramune, göttliches Wasser, Jukan, Gesundheit, Opfergabe und ein Dingens. Ich lasse den Verband do. Hoppala, sorry. Die Anzahl der Gegenstände, die du tragen kannst, ist begrenzt. Ja, das hätte ich schon mal gleich sagen können, Kollege. Dann hätte ich nämlich in dem Schrein noch irgendwie was geopfert. Das sind Blätter, eine Schnecke drauf. Da oben steht er wieder. Ja, ich hab's. Untersuche die Türen der Schatzkammer. Ja. Was für Türen? Wieso Schatzkammer? Da ist ein Schrein. Pass auf, wacht. Da tue ich jetzt erstmal was opfere. In den Schrein legen. Und zwar, Ramune macht gar nicht so viel. Schrumpeliges Aburage. Oinari Samas Lieblingsopfergabe. Lemanin, oder? So. Ja, aber man kann maximal 3 Verband dran, oder was? Ich probiere es immer. Pass auf, wacht. Also erstmal will ich wissen, was das da ist. Nein. Das da ist? Jukan? Ah, das ist so ein Gummiding. Das, komm, dann machen wir noch eins hin, oder? In den Schrein legen. Habe ich nochmal 530, glaube, ja. Jukan, da guck. Die legen wir hin. 60, das haben wir 590. Ich kann rechnen, hä? Wahnsinn. Jetzt versuche ich, geht's zurück erst und hol mal, wo war's dann? So irgendwo, gell? Ja, da war's so drüber. Da. Oh ja. So, jetzt pass auf, jetzt muss ich aber erstmal nur gucken. Sammelobjekte. Nee, das ist nicht das, was ich will. Ausrüstung vielleicht? Gegenstände. Ah ja. Verband. Ach, man kann maximal 3 Verbandsdecke quasi. Also, Naval Sinayo habe ich 4, ne? Aber im Inventar sind es halt 3. Okay. Ich hau mal noch Pillen hin, oder? Ja. Aller gut, jetzt gehen wir mal da in die Schatzkammer, wo er gesagt hat. Erstmal speichern. Das ist eine gute Idee. Und dann... Soll ich noch Omamori ziehen? Aber eigentlich ist das Quatsch. Was ist das? Achso, das ist immer ein leeres Dingens. Eigentlich ist das Quatsch so, Omamori. Große Menge. Maximal Verstand wieder her. Achso, es gibt Sachen, die kann man nicht als Opfer verwenden. Ah ja. Als nur sowas, du. Ja, denn. Komm, gib mal da Ramunen hin. 20. Jetzt bin ich immerhin auf 600. Jetzt ist halt die Frage, soll ich jetzt so ziehen? Ja, komm, machen wir. Was will ich schon machen, ne? Muschel. Reduziert die Sichtweite. Oh. Nächste kostet dann 500. Okay. Ah, ich habe immer nicht gespeichert. So, okay, alles klar. So. Jetzt gehen wir natürlich da hin. Leid du was? Ja, du leid. Ah, noch eine Pill. Jawohl. It's locked. Ist es? Suche nach Hinweisen.
Das sind... Da fehlt ein drittes Rädchen. Das ist klar, ne? Und ich suche nach Hinweisen. Okay, das sind die komischen Schriftzeichen. Wait a minute. Ja, das sind die Dinger, wo ich ganz am Anfang gesehen habe. Something like this before. Okay, ich brauche wahrscheinlich noch so mit... Ja, okay, dann... Ja, genau, da habe ich das... Wo, Ivo, ernsthaft jetzt? Ich hätte gedacht, das war da am Anfang irgendwo. Was ist denn das da oben? Bin mir gerade nicht sicher, was das eine und was das andere ist. Aber okay, ich gucke mich jetzt hier um. Also ich glaube, dass das so 3 Zahlenschloss oder Zeichenschloss, was weiß ich, wie das nennen wolle, mit 3 Dingse ist. Und ich habe aber erst 2. So, kann ich da jetzt halt nie gehen oder sagst du jetzt wieder, dass ich... Ah ja, gucke. Da war ich nämlich noch gar nicht. Muss mich jetzt in Ruhe... Ah ja. Oh, da steht was. Wenn ich in die Welt der Toten übertrete, bete ich nur, dass ich nicht durch die Tore der Hölle gehe. Bitte erhöre mein Gebet. Okay. Ich hoffe, dass das nur die Tore der Hölle waren. Ach, das war einfach eine Abkürzung. Ah, sehr gut. Gibt's da noch irgendwie was? Hier, da ist ein Bäppchen. Ist das mein Püppchen? Ganz vom ganz am Anfang hat man es kurz gesehen. Bäppchen, komm her, du Bäppchen. Den verdorbenen Seelen, die es wagen, in unser heiliges Land einzudringen, möge Unglück und Zerstörung bevorstehen. Den Wagen-Yokai wurden die Köpfe entfernt, den Regenschirm-Yokai die Arme und den Kessel-Yokai wurden die Beine entfernt. Nur der Verlust jedes Einzelnen wird diese Verderbtheit läutern. Okay. Also Wagen. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Wagen, Köpfe. Der Kopf. Regenschirm. Regenschirmarme. Kessel. Beine. So, jetzt pass auf, Acht. Ich würde mal sagen, Waage-Yokai haben einen Kopf, Regenschirm-Yokai 2 Arme, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Und Kessel haben meistens 3 Beine. Also Kessel haben 3 Beine, damit wenn eins auf irgendeinem Hubbel steht oder 2, ist es trotzdem wackelt das Ding nicht. Deswegen hat es so 3 Beine. Nur der Verlust jedes Einzelnen wird diese Verderbtheit läutern. Der Verlust von was? Okay. Was jetzt? Ja, ist der angekettet? Oder? Okay, der hat Schloss. Du musst jetzt nicht so mit der Kamera drauf halten. Schloss um den Hals. Ich finde das korrekte immer. Waffe zu wechseln? Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, ist ja gut, hey, Alter, ist ja gut. Ich will die ganze Zeit ausweichen, es geht nicht, ich habe vergessen, wer kämpft. Also irgendwie glaube ich so, das bringt gerade nix. Vor allem nicht mit dem Messerchen. Das habe ich nur Laternen. Ja, also. Ah, okay. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, du Knaller. Ich finde das korrekte immer. Ey, wenn der Depp da hinter mir her rennt. Der rennt da noch, der kann rennen, der auf Zippel, ne? Hey, echt jetzt? Hey, Samo! Geht's noch? Sag mal, was soll ich denn mit dir machen? Du Eumel. Ich mache jetzt hier gleich gar nichts. Ja, mit dem. Oh, ist das ein Kack. Oh, wo soll ich die?
sorry, es ist eine dumme Idee, den Waffenwechsel aufs Steuerkreuz zu legen. So, also, muss ich jetzt das Vieh bekämpfen? Go away. Oder nicht? Ja, okay, der hat halt so eine blöde Kombo. Na komm her, komm. Hau zu, wie ich werde. Jawohl. Okay, ich habe eine Plattgret. Also, ja, also es ist jetzt nicht... Ich habe... Wieso verschwindet der nicht? Wieso verschwindet der nicht? So, ich brauche das korrekte Yokai. Wagen, Regen, Kessel. Was ist denn Waage Yokai? Ich glaube, das Runde ist ein Wagen, oder? Kann das Sinn? Und ein Regenschirm. Wagenköpfe. Aha. Das sind 3. Muss ich die jetzt insgesamt zählen, oder was? Also. Okay. Und das da unten? Kann alles selber draufstehen. Okay. Also, ich glaub, dass das da Wagen ist. Weil Wagenrad, welche? Wagen. Das sind Köpfe, hat er ja gesagt. Regenschirm-Yokai, also Yokai sind die japanischen Dämonen da. Regenschirm-Yokai. Das sind die Dinger da, wo auf einem Bär rumhupsen, welche? Die kenne ich ja, aber habe ich jetzt auch keine gesehen irgendwie. Wie soll denn eine Regenschirm-Yokai aussehen? Ja, Katz? Was bist denn du überhaupt, wenn ich mir so saudumm froh darf? Barmstumpf? Bildgerät? Ich hab... Was brauchen wir noch? Kessel? Kranich? Wie? Der kommt wieder? Der kommt einfach nicht. Was ist denn das da? Der kann ja nicht kommen, wann ich da stehe, oder? 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 Okay. Du willst so haben? Ah, ich hab den falschen Knopf gedrückt, Stödel. So, lass mich mal in Ruhe, ich muss hier denken. Du Aff. Also, Wagen. Das sind halt Kraniche. Kessel. Also, das Einzige, wo ich weiß, ist Wagen. Was sind denn das für Blaue da? Was ist denn das Blaue? Komischer Vogel? So scheint der Kranich zu sein. Dann ist ein Blitz. Ah, okay, ich merke schon, ich glaube, man soll sich ein bisschen mit japanischer Folklore auskennen, oder was? Ha, Moment! Das ist da unten! Geh mal runter, mach doch mal die Kamera runter, Mann! Stell dich mal nicht so dran. So. Das ist Regenschirm Yokai. Und da ist das, was ich als Wagen. Also, ich glaube, der Regenschirm. Ja, aber. Die Regenschirm haben sie die Arme geklaut. Das wären dann 2. Das Ding ist halt. Also, wacht. This seems right.
Better look for more. Das hört sich gut an, oder? Pass auf, wacht. Ich brauche doch sehr viel Zettel in dem Spiel. Ich brauche, also das ist Regenschirm. Regenschirm. Hatte Viereck mit dem Plus, Dreieck mit dem Strich, eine Schlange mit Hopp. Junge, ich bin so langsam, merke ich gerade, ja. Das ist der Regenschirm, so. Und der hat 2 Arme und 3 Beine. Hopp, komm her, Knispel. Findet der Weg nicht, oder was? Also ich... Okay, sieht irgendwie komisch aus. Also ich hätte jetzt kein Problem damit, weil er nicht kommt, ganz ehrlich. Ja, wieso kann ich ihn da jetzt nicht tragen? Ah, da ist er. Komm her, Knispel. Na komm her, komm, hau noch mal zu, hopp. Na, ich hab was überlegt, hau nicht zu. Das ist eine blöde Idee. Lass mich zuhauen, okay, gut. Wieso geht denn das nicht mehr? Wieso kann ich doch nicht mit dran gucken? Weißt du? Also... Oder habe ich jetzt die richtige gefunden? Hä? Also ich habe jetzt irgendwas gefunden und dann hat sie gesagt, das ist der richtige. Moment. Ah, ich habe eins von... Ach so! Ich muss beim ersten... Ach so! Es gibt also jeweils eins, wo es bei der anderen Dinger nicht gibt. Okay, dann gehe ich jetzt einfach da nur rechts. War doch rechts, oder? Dann rennen wir da durch. Da, wo jetzt das Fragezeichen ist, oder? Oder ist doch da, wo ich hin soll, ne? Finde das korrekte Emma. Also quasi das fehlt, oder was? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oh, das sind Fische. Ah, das ist das blöde Vieh. Ich habe gemeint, das sind aber Fische oder so. So, wir gehen da durch. Da haben wir ja vorhin die Tür aufgemacht. Gehen wir da über die... Göttliches Wasser? Ja, her mit. Ja, her mit. So, noch was anderes zu finden? Kann der mal da überall hinrennen? Oder halt... Ja, oder halt nicht. So, also. Ich probiere jetzt mal. Ich gehe jetzt mal da an die Tier, ne? Ja. Ajo, fällt mir was. Das ist mir schon klar, aber das Spiel hat gesagt, ich soll da hergehen. Guck. Hat gesagt, da geh ich her. Ich schätze mal, dass ich da oben hin muss. Okay, ich verstehe halt gerade gar nicht. Also, da überall, wo die komischen Holzdinger da sind, da muss ich schon nicht mehr hin. Kann ich ja irgendwie zoomen, ja. Da, nee, da unten. Da muss ich schon nicht mehr hin, ne? Der Ive war ich noch nicht. Und da fehlt halt was, aber was? Nein, ich will Tagebuch, ja? Ratz. Den verdorbenen Seelen, die es wagen, in unser heiliges Land einzudringen, möge Unglück und Zerstörung bevorstehen. Den Wagen-Yokai wurden die Köpfe... Moment, das ist der Kessel... Achso, der hat den Kessel auf dem Kopf. Der Kessel wurde... Ey, guck mal, der Kessel hat 3 Beine. Okay, das ist der Kessel-Yokai. Das ist der Kessel. Das ist nicht der Regenschirm, das ist der Kessel. Und der hat 2 Arme und 3 Beine. Ja, war ich sogar gut mit, dass der Kessel 3 Beine hat, ne? Nee, schon in Ordnung, bleib. Also das ist der Kessel-Yokai.
Okay, jetzt muss ich so andere Dinger finden, wo ich... Ich muss mal gucken, wo wollte ich denn jetzt halt hingehen? Da runter? Also links wieder da lieber, ne? Ja, da kommt dann wahrscheinlich der Knispel da wieder, oder? Machen wir wieder platt. So, und jetzt will ich aber geradeaus, also quasi geradeaus. Ah, da ist er wieder da. Ja. Mach doch mal was. So, weiß ich natürlich nicht mehr, wo ich war. Ja, so geradeaus muss ich. Okay. So, da kann ich nichts mehr machen. Habe ich ja festgestellt, ne? Und jetzt hat aber noch rechts. So war ich nämlich noch nicht. Ich bin zu schnell, ich muss mich gescheit umgucken. Kutsu-Tee. Aha, ein leicht dickes Getränk, das durch Auflösen von Kutsu-Pulver in Wasser hergestellt wird. In dieser Region werden Ingwer und frisch gepresster Saft hinzugefügt, um den Geschmack zu verbessern. Bitte kalt genießen. Stellt für eine bestimmte Zeit langsam Gesundheit und maximalen Verstand wieder her. Kann auch als Opfergabe verwendet werden. Ja, dann. Ich hab doch gesagt, dass ich zu schnell bin. Also, da war ich noch nicht. Das ist richtig, ja. Gut. Da steht wieder irgendwas. An denjenigen, der diese Notiz zufällig liest. Ja. Es wird so einfach, wenn du einfach aufhörst und aufgibst. Schließlich gehörst du bereits zu den Toten. Okay. Wusste ich gar nicht. Neue Info für mich, aber okay, wenn du das sagst. Wo bin ich jetzt? Ich gehe nur links runter. Da überleit was. Was ist das? Jokan. Ah, das ist wieder so komisches Gummi-Filet-Zeug. So. Langsam mache. Umguck. Da. Verband. Wer mit? Wie sieht's eigentlich aus bei uns? Nur noch eine Pille essen. Jawohl. So. Ah, das ist nice. Okay. Also, wir brauchen noch Wagen und Regenschirm. Wagen und Regenschirm. Das ist der Regenschirm. Das sehe ich von jetzt. Das sehe ich von hier. One left. Ja, klar. Moment, okay, ich schreibe mal es trotzdem auf. Das ist definitiv Regenschirm. Kreis plus. Dreieck Y. Kreis Durchgestrich. Kreis Peace-Zeichen. So, irgendwie. Okay. Moment. Regenschirm-Yokai. Ja. Jetzt fehlt nur noch... Ach so, die Regenschirm-Yokai. Moment. Regenschirm-Yokai, die Arme. Der hat 4 Arme. Regenschirm, 4 Arme. Okay, und jetzt braucht man nur noch den Wagen. So, pass auf. Ah. Ach, du kriegst das da auch gezeigt sogar, wo du hin musst. Mann, war das schon immer so? Bin ich mal wieder blind oder was? Okay, ich muss also einfach geradeaus. Ja, gut. Also irgendwie ist da nur Ends. Ah. Omamori, Katze. Reduziert beim Ausweichen erlittenen Schaden erheblich. Ey, ich finde hier lauter geile Sache. Ich bräuchte... was ist das? Blutbefleckter Brief. Für diejenigen, die die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben. Ich habe das Omamori, das vor dem Bösen schützt, hinter dem Emma versteckt. Oder Ema, keine Ahnung, also diese Holztäfelchen da.
Ich kann seine Wirksamkeit bezeugen. Allerdings ist keine Macht absolut. Du musst wachsam bleiben. Dieses Erbstück gehörte meiner Großmutter und nun gebe ich es an dich weiter. Ich glaube nicht, dass ich jetzt noch Verwendung dafür habe. So. Kann ich da gucken? Nee. Ah ja. Seems like it's locked from the other Ah, side. shit. Okay, ich muss also zurück. So drüber und kann dann da aufmachen. Dann machen wir das mal, oder? Ich renne mal ein bisschen. Vielleicht finden wir ja unterwegs noch was. So hinten dran, hat er doch gesagt. Ja, nee, das war schon. Ist er wieder da? Okay, aber wo? Knispel! Knispel, komm raus! Da ist er. Da oben ist er. Rennt über die Brick, ne? Also quasi da, wo ich eh hin muss. Oh, da ist noch ein Dingense. Aber da muss ich dann irgendwas fallen lassen. Komme ich später wieder drauf zurück. Guck mal her. Ich will nicht auf der Brücke kämpfen. Ja, okay, den hätte man, ne? So. Da leidet noch irgendwas. Ich hoffe, dass ich noch irgendwas finde, wo ich stacken kann. Getrockneter Kadaver. Tierkadaver, die ordnungsgemäß als Opfergaben verpackt wurden, sondern einen unangenehmen Geruch ab. Eine Art Opfergabe. Von großem Wert, wenn es als Opfergabe in einem Schrein dargeboten wird. Der Yokan ist... So, aber das... Aber ich tue jetzt nicht das Ende fallen lassen. Okay, ich lasse das Zeichleie. Es ist wohl wirklich so, dass man das Ende fallen lässt. Also nicht einfach fallen lässt, sondern man schmeißt es weg. So, hier sehe ich nichts Besonderes. Wir suchen noch einen Wagen-Yokai. Was ist denn... Wie gesagt, ich tippe immer noch... Ich hätte jetzt gedacht, dass das so Wagen-Yokai sind. Ich kann natürlich einfach Brute Force und einfach alles rumdrehen, ne? So. Habe ich alle schon gesehen. Okay, da hinten sind noch mehr. Kurz drüber gucken, ich muss jetzt nicht drauf zoomen. Ne, haben wir alles schon. Haben wir alles schon. Haben wir aber alles schon gesehen. Was ist da? Ich tippe auf den da. Oh, Zifferblatt des Zahlenschlosses. Jawohl, das habe ich gebraucht. Das fehlende Zifferblatt des Zahlenschlosses. Alright, time to try that lock. Ja, aber Moment. Wagen-Yokai hat 2 Köpfe. Und es hieß, glaube ich, dass es kostet ihn die Köpfe. Also 2 Köpfe. Ich schreibe mal, ich mol mal trotzdem. Es kommt der schon wieder. Okay. Dreieck. Jetzt schreibt mal Kulinimi. Dreieck mit so Klammere. Kreis als Stopp-Button. Ein Ding, was aussieht wie Basketball. Und aufgespießt die Schlangen von dem Schwert. Oh, das sind zwei Köpfe. 2 Köpfe. So. Ich würde halt... Ich muss sowieso zurückgehen, ne? Weil ich will hier da aufmachen. Ah. Mama, Papa, ich glaube nicht, dass ich es nach Hause schaffe. Ich wünschte nur, ich könnte euch noch einmal sehen. Ich mache jetzt dort die Abkürzung auf.
Ich hoffe, dass er das war. So, jetzt gucke ich noch schnell auf die Karte. Aber wäre es nicht deutlich einfacher, wenn ich einfach da oben rumgehe? Ja, ich muss jetzt doch lieber, ne? Wieso ist du noch so erleuchtet? Du gehen wir jetzt einfach hier, oder? Ja, genau, da gehen wir jetzt halt einfach hier. Also einfach dort drüber gehen, ja? Himmel läuft da rum. Ach, das ist ein Schrein. Also ein Schrein, nicht ein Schrein. Komm mal her. Komm her, mein Busche, komm her. Ich kämpf nicht auf der Brick mit dir, da habe ich keinen Platz. So, hat er mal doch noch eine gebamscht. Der Lulli, hä? So, da, gucke. So. Erst einmal Sache in den Schrein legen, ne? Das ist wichtig. Und zwar göttliches Wasser, 2 Stück. Kutsu-Tee, getrockneter Kadaver. Ich hau einfach alles hin, was geht, ne? So, damit wir ein bisschen Platz kriegen. Ah ja, und speichere will ich. Fangen wir. Oh. Noch ein bisschen, ne? Muss ich noch nichts überschreiben. Moment, was gab's da noch? In den Schrein legen, aufzeichnen. Achso, ich glaube, der Feld. Ah, ich kann noch einer ziehen. Bambus. Erhöht maximaler Verstand. Okay. Oh. Sorry. Selber verschrocken. Okay, wir gehen jetzt halt ganz außen rum. Also wir müssen jetzt halt doch nie gehen, ne? Ja, wir gehen einfach außen rum. Was soll das, weißt du? Machen wir die Laternen. Ja, mit dem Kämpfer, ja, es geht. Man gewöhnt sich halt dran, ne? Es ist weit weg. Also, okay, zugegebenermaßen. Es gibt halt Leute, die sagen, das ist so Souls-like. Ich habe noch nie ein Souls-like gespielt. Muss ich doch zugeben, ne? Ich weiß aber, dass es Leute gibt und sagen, sobald du eine Ausweichtaste hast, ist es ein Souls-like. Hier, Monster Hunter ist es Souls-like. Ja, nur dass Monster Hunter 2004 rausgekommen ist. Das erste. Und das erste Souls, Demon Souls oder wie es geheißen hat, ist 2009 rausgekommen. Also kann das schon mal kein Souls-like sein. Souls-like sind wann dann eher Monster Hunter-like. Sozusagen. Also das brauche ich dann, um da in die Gosch zu stecken. Gut. Ja, jedenfalls, ich habe noch nie wirkliches Souls-like gespielt. Ich weiß nicht, wie es ist, aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Das ist halt... Ja, ich spiele es auf dem einfachsten von 2 Schwierigkeitsgrade, ja. Aber so kompliziert ist es jetzt halt nicht. So, ich habe unterwegs wahrscheinlich wieder einen Haufen Sachen vergessen, aber wir kommen ja nochmal zurück. Ich mich aber viel zu wenig umgucke. Ja, wir sind auf dem Weg. Ich habe halt, hat irgendwo noch ein geweihtes Wasser gelegt, gell, wenn ich zurückgegangen wäre, hätte ich was noch mitnehmen können. Ja, können wir ja vielleicht noch machen. So, jetzt müssen wir natürlich, ich speichere du einfach noch einmal, ja? Ach, guck mal, wie viel Speicher da kannst du dann duale, so Wahnsinn hier. So, pass auf. So, Zifferblatt des Zahlenschlosses ersetzt. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, was... So, ne? Was ist... Also, Köpfe ist 2. Arme waren 4. Und was war das letzte? Beine waren 3. 2, 4, 3. Sind das vielleicht so Striche? Ist das vielleicht eine 2? Wo du links und rechts rausguckst und das sind 4. 1, 2, das ist 4. Und jetzt eine 3. Nee, das ist 5. Das könnte da 2 sein. Das ist eine 3.
Videosinn kennen. Ich guck noch mal. Ich habe keine Ahnung, was du davon was Sinn kennt. Ich meine, ich könnte ja alles einzeln durchprobieren. Also 2, 4, 3 brauche ich irgendwie. Sind hier irgendwo beim Regenschirm 4? Irgendwas, was ein 4 Sinn kennt? Ich sehe da so Zippel und der Kessel-Yokai ist eigentlich ein 3. Nochmal also Regenschirm die Arme, Kessel die Beine. Also beim Kessel das komische ganz rechts. Moment. Zählen wir einfach mal von links nach rechts. Wir machen 1, 2 ist das komische Pause-Taste beim Wagen-Yokai. Also ich zähle von links nach rechts, aber eigentlich ist es japanisch, müssen wir von rechts nach links zählen, ist egal. Dann der Regenschirm hat 4 Arme, das ist das Peace-Zeichen. Und 3 ist die Schlange. Also Pause, Peace, Schlange. Probieren wir es mal. Pause, Peace, Schlange hat aber so, sowas da. Ey, Mann, bin ich gut, oder? So. Sehr schön. Und an der Stelle machen wir morgen weiter. Mann, heute läuft's gut. Ich bin ja gar nicht so dumm, wie ich immer denke. Hopp, danke fürs Zugucken. Tschüss, morgen machen wir weiter. Wird auch nicht gerätselt. Haha.